Serwel Podcast, dat sie Blicke han at Kulisse vun engem vun de größten Employern zu Lützeburg. Wir bringen ihr méi no und die faszinéieren a vielfältig Welt vun der Serwel. Salut und herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe vom Serwel Podcast. Mein Name ist Sandy Nonweiler, Chef de Service Kommunikation und Pressesprecher bei der Serwel. Heute am Podcast gehen wir an die Vakanz. Nicht direkt, wir los nice Wasch, zaubern. Und für das wir nun als Traumdestination kommen, freut mich Martin Frieseisen, Gerant von Serwel Evasion am Studio zu begrüßen. Moin Martin. Salut Sandy, merci für die Invitation. Ganz gerne. Schön, dass du heute bei uns bist. Serwel Evasion geht es schon ein bisschen mehr wie 25 Jahre. Am Mai haben wir großen Geburtstag gefeiert. Analo auch seit kurzem auf einer neuen Adresse. Für uns Nolauscher, die ihr vielleicht noch nicht sollte wissen, wo kann in der Serwel Evasion finden? Ja, wir sind am Mai geplündert an als neue Agence an der Stadt der Gare, am Gebäude von der Gare selber, direkt vis-à-vis von Marie-Tram auf der Gare. Okay, flott. Dann können wir bleiben ein bisschen bei der Serwel Evasion. Du denkst nicht direkt an Reisen auf Moos. An Serwel Evasion bietet Klienten auch mehr wie just Reistig gehen. Ja, wenn da an das Reisbüro kommt, dann hat immer die Möglichkeit, direkt mit einem Stadt zu schwätzen. Die kann ich persönlich auch professionelle Ratschläge geben und ich stelle dir auch gerne ein Offer zusammen. Das geht vom Preisvergleich bis hin zum richtigen Schwab vom Produkt raussichern. Also je nachdem, was der Klient wünscht, sicher mal das Richtige draus. Also richtig à la carte oder sur mesure. Und wie so schön heißt, die Vakanz am Zug. Du fängt Vakanz direkt am Zug an. Was sind paar Tipps, die du als Nullaustra kennst, die man am Zug will reisen? Also ein Zugreise, also am Anfang schon der Erlebnis als Tourist selber. Das ist eine Aventur, kann ich eigentlich sagen. Die Reise sind auch ohne Stress, weil muss ich schon ein bisschen Zeit mitbringen. Und die kommen immer direkt am Zentrum von der Destination an, weil die Gare immer ganz zentral an alle Städte liegt. Wenn ihr am Zug fährt, da kann ich ruhig sagen, dass ihr dann noch wirklich mal Zeit hat, für man nicht zu schwätzen oder einfach zu Fenster rauszugucken, ein Party mit der Karte zu spielen oder sonst irgendein Flotspiel, was man heute an diesem stressigen Alltag vielleicht nicht mehr Alltag machen. Und was sind dann so Reisdestinationen, so gut mam Zug wie auch ohne, die du unbedingt als Nullaustra und Herz willst lehen, und auch wie wat? Also Flottklassiker ist natürlich Paris, Köln oder Düsseldorf. Für wat man ja von Lützeburg aus hat, da eine direkte Verbindung, was natürlich einen grossen Komfort durchstellt für die Zugreise. Die haben auch schön oder schön die praktische Verbindungen für München, natürlich du brauchst nämlich einmal umzusteigen. An noch am Programm Amsterdam an Hamburg, weil da du liest könnt man Zug hier fahren. An wie du siehst, immer direkt nur am Zentrum mit gewinnt dir schon ganz viel Zeit, nicht vielleicht wie man Flieger, wo ihn schon 2-3 Stunden 4 muss da sehen, dann außerhalb muss ich sagen, Wallis werden, hey hat den immer alles dann direkt dabei. Ja, also von der kann man immer gerne vergleichen, je nachdem, wohin er da geht. Wie gesagt, von den Check-in-Zeit raschen, die Zeit, wo ihr muss am Flughafen sehen, an die Zeit, die ihr braucht, für wirklich dann ans Zentrum zu kommen, dann als Zugreisen oft mehr interessant vom ganzen Trajet hier. An de Part Natur, wir machen oft dummer da auch, wo wir drüber schwätzen. Wir fahren als Serwel mit 100% geringem Strom. Das ist natürlich auch viel mehr nachhaltig Stresen, was heutzutage, denke ich, dann auch immer mehr gefragt wird. Also dem denken also auf alle Fall do, sowohl beim Klient wie auch politisch wird das gefordert, für wirklich die Kurzstrecken zu ersetzen und nicht mehr selber mit dem Auto zu fahren, wo vielleicht dann einer lang fährt, oder den Flieger zu holen für Kurzdistanzen, wo man da wie eine Stunde will, also da zwischen einer Stunde und 2 Stunden voll, soll ich wirklich schon drüber nachdenken, was den Zug proposiert und ob das nicht vielleicht eine Alternative ist. Okay, und da sind Leute bei der Serwel Evasion dann genau richtig. Kommen wir vielleicht ein bisschen bei einem anderen Thema, das Last-Minute-Reisen. Das schenkt an der heutigen Welt nicht mehr so interessant zu sehen. Ist das richtig?
Also lässt Medien das schon noch immer wurdet gëtt an der Welt, weil Leute ob dat die Dinge am Fongeholt sprangen. Das aber an der Realität net mir wirklich gëtt nimi wirklich gelieft, weil Tres Prestatären lewer natürlich schon wann Leiit mich freibuchen, also gimmer echt op first minute an die Hut natürlich och do viel Vierdeler, weil am Endeffekt krit der besser Preiser dat ich entscheet, egal ob dat lo den Transport das oder wirklich Prestationun zur Platz wo der ihr logéiert. Die können doch wählen wer der wollt, die könnte nur herauswählen beim Transport an die können doch den Hotel rauswählen wie en Kategorie von Zimmer und so weiter. Also die hut ein méi Avantagen je méi frei der bucht Am méi schwa. Auf wat soll dann sos nach so oppasse beim Buchen ginnet du bestimmte Formulen op de gucke soll muss. Also du wann der am Reesbüro se hu der natürlich stand tolle fir dat trichte reiste sichchen. Fi wat ma ja mir froh immer de Klient watten sech ein vierstel an wat wie ganz wichtig ass wat wie flech manner wichtig ass. Das dann so wann zum Beispiel Louis war eng Halfpension oder in all inklusiv schwätzt, da gucke mal okay, war das de Preis an der halber Pension, an der Vergleich mal war das de Preis an der mal inklusiv, und dann rachen man da drauf op Dunzel vun de Leiit an op Dich an der wüsse man jo kann jo jidere fir sech entschäden, zum Beispiel 20 € Supplement für all inklusiv was interessant, 50 schlecht Manner. Dat sind immer so rasche Beispiele. Me generell kann den aber so an dir an der Version dir verkauft net eng Rees, mit die verkauft doch ein Erlebnis. Wir verkaufen in Erlebnis, wir versuchen immer das Beste für die Klienten zu finden, für das zufrieden ist, und kann froh als Sänger Vakanz reinkommen. Top, dat klingt gut. Zuletzt macht ihn, wenn du aufgestanden warst, nach pur persönlich frohen. Zu Dinge Reiserfahrungen, wo bist du für dich mit dem Zug und Vakanz gefahren? Also mein erster Zug war effektiv München. Es war wirklich eine ganz schöne Erfahrung. Ich hatte mal etwas ganz anderes, das dabei erwartet. Ich war positiv überrascht und ich gebe zu jedem Zeitpunkt noch einen machen. Und das war aber nicht spontan, das war dann schon auch geplant? Et war geplant ja an den Argument war den nämlichchten, weil wie gesagt van de Münsche vergleicht mam Auto oder mam Flieger brauche an der Moyen 6 Stunden am Zug brauche net viel méi lang am hätten Avantage dat weg direkt am Zentrum war sinn op der GU kom an dann sind an 10 Minuten am Zentrum vu München zu Fuß wohl verstanden ganz nohaltig gute Gewissen huet gut geklappt ja. Auf wat gest du dann an der Vakanz net verzichten? Mir ist dat wichtig, dat ich kann aufschalten an még Vakanz genießen. Du warst Planung für mich immens wichtig, für dat du net sur Platz muss beim Lufenken zu verlieren. Oh, weil das da lo nach zu machen oder brauche ich nach einen Transfer oder hunlo die richtig Zimmer kriegt und so weiter. Also das ist für mich immens wichtig, dat von sobald ich mein Reis untreten kein Problem mehr kommen. Das klingt gut. Denk der Rahmendestination. Schon eigentlich kein richtig Traumdestination, weil ich sie schon ganz lange an der Reisbranche und schon noch so viel auf meinem Zettel stehen, dass ich wirklich mal schwer fällt, eng zu nennen. Ja, das kann ich nicht. Ich meine, weil da so schön auch heute zu Lützeburg gibt es vieles zu gucken, aber ja, gibt ganze Gruppe Sachen, die auch bei mir auf der Bucket Lust stehen. Englisch froh macht den Weken als Nolausstradan an Kontakt treten mit der Zerwell-Evasion. Also wann se Zeit hun ass der dann was natürlich van se Besiche kommen an der Agence an der Gare vis-à-vis vum Arretram oder per Telefon dats den Ninger 4090 4000 oder gerne noch iwwer E-Mail op den crwl-evasion@crwl.lu. Tipptopp, ma dann so nicht dir vielmals merci, dat du bei am Studio warst. Merci für dat flott Gespräch an bis an der nächste Vakanz. Adi. Adi. Thank you.